das Evangelium, die gute Nachricht. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber es ist wirklich eine extrem gute Nachricht. Und eigentlich will Gott, dass jeder Mensch die Botschaft hört und kann annehmen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ich weiß nicht, ob du dir schon vielleicht mal darüber nachgedacht hast, wie wäre es, wenn jetzt plötzlich in der Schweiz die Leute in Strömen würden auf diese Botschaft reagieren. Und wir da innen nicht einfach nur 50 Leute wären, sondern irgendwie 500 Junge. Oder mehr, aus Effi nur. Es hat so viele Junge da in Effi. Was wäre, wenn ganz viele Menschen würden auf die Botschaft von Gott hören? Erweckung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen auf die Botschaft würden reagieren. Die Frage ist, was braucht es, damit das passiert? Ich bin das ist glaube ich schon fast 10 Jahre her, mal in China gewesen, habe so einen speziellen Sommereinsatz gemacht, da sind wir auf Hongkong, haben von dort aus Bibel geschmuggelt auf China. Und dort habe ich ein paar Christen kennenlernen, die in diesem Land leben, wo vor 30, 40 Jahren hat es noch knapp 10 Millionen Christen gehabt, relativ wenig für die vielen Leute, die dort wohnen. Und heute sind es über 100 Millionen. Schon fast 10% der Bevölkerung in China sind trotz der Schwierigkeiten heute Christen. Wie cool wäre es doch, wenn die Schweiz, wenn in Europa das wieder passieren dürfte. Wir möchten heute eine Geschichte anschauen aus der Apostelgeschichte. Wir sind ja immer noch in dieser Serie drin, wo es darum geht, wie können wir als Christen kraftvoll leben im Heiligen Geist. Und das Thema ist erwachsene Gemeinde. Wir schauen dazu eine Stelle aus Kapitel 11, wo wir sehen, wie die Kirche am Anfang gewachsen ist und was dazu beigetragen hat, dass das passieren konnte. Dass Menschen in Scharen zu Gott gekommen sind. Und wenn du vielleicht glaubst, das ist nicht mehr möglich in der Schweiz, möchte ich dir heute Mut zusprechen und dir sagen, dass Gott auch heute genauso, auch heute in der Schweiz noch Menschen erreichen will. Und ich glaube, der Schlüssel dazu, und damit verrate ich schon die Halbpredigt, liegt bei dir. Weil Gott möchte dich brauchen und die Erweckung bei dir anfangen. Schauen wir mal, was wir da so lesen. Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Da lesen wir, da steht, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männern von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Also da sehen wir, die ersten Christen sind nicht gerade in einer extrem romantischen Situation. Sie sind verfolgt worden, sind verstreut worden in die ganze Welt. Und was haben sie gemacht? Sie haben, wo auch immer sie gekommen sind, die Botschaft verkündet. Am Anfang haben sie noch gewisse Einschränkungen gehabt. Das haben wir das letzte Mal auch im Connect gesehen. Am Anfang haben die Christen gedacht, hey, die gute Nachricht, die gilt eigentlich nur für die Juden. Aber irgendwann hat Gott den Finger drauf gegeben und hat dem Petrus gesagt, ich möchte, dass alle Menschen die gute Nachricht hören. Und das ist genau jetzt die Zeit, wo das passiert, wo die Menschen, die Christen gemerkt haben, hey, wir müssen allen das erzählen. Alle brauchen Jesus. Nicht nur meine besten Kollegen oder die mir so ein bisschen sympathisch sind von der Art, wie sie sind. Nein, selbst die ganz anders sind wie ich. Und ich muss euch da vorstellen, für die Juden ist das eine unheimliche Überwindung gewesen, sich auf Menschen, und darum ist das auch da so in einem Satz betont, dass sie sich nicht Juden das Evangelium erzählt haben. Ein Jude ist niemals mit einem Nicht-Jude unter einem Dach gewesen. Der hat mit diesen Leuten nicht gegessen. Und wenn sie jetzt noch angefangen haben, die Leute von Gott zu erzählen, damit sie sich bekehren, zu Gott zu ihm sich hinwenden, hat das geheißen, dass sie mit diesen Leuten sogar zusammen in der Kirche hocken und Abendmahl teilen.
Das war eine riesige Überwindung. Aber die Menschen sind parat gewesen, haben sich Gott hingegeben. Und ganz viele Menschen sind da zum Glauben gekommen, weil Gott mächtig gewirkt hat durch die Bereitschaft der ersten Christen, einfach Vollgas zu geben für Gott. Und ich habe mich, als ich den Text so angeschaut habe, habe ich mich gefragt, was ist der Schlüssel dahinter gewesen? Warum ist das möglich gewesen, dass da einfach gerebelt hat? Hey, und denen ist nicht gut gegangen. Die hatten Verfolgung gehabt. Die sind Flüchtlinge gewesen, die haben alles verloren gehabt, die Christen. Und wo immer sie gekommen sind, haben sie einfach Jesus verkündet. Was ist da der Schlüssel gewesen? Haben die das so gut gemanagt? Haben die so ein Team gehabt, das das organisiert hat? Jetzt gehen die dort rauf, in den Norden, die anderen gehen in den Süden? Nein. Haben sie irgendwie super Prediger gehabt, super Christen, die das gemacht haben? Auch nicht. Selbst die, wo man vielleicht so sagen können, hey, das sind so die Top-Christen gewesen, die Top-Prediger von dieser Zeit, ein Petrus, ein Paulus, die sind in dieser Geschichte sind die nicht dabei gewesen. Die Apostel, die das Ganze, die Kirche geleitet haben am Anfang, die sind in Jerusalem geblieben. Was ist der Schlüssel gewesen, dass die Kirche, wenn man so sagen will, fast explodiert ist, weil sie so schnell gewachsen ist? Ich glaube, was dort ganz zentral war, sind Christen gewesen, ganz normale Christen, die einfach parat waren, um zu sagen, mein Lebensmittelpunkt ist Jesus. Und wo immer ich komme, verkünde ich Jesus. Sie haben das gemacht, was ihnen schon gut gegangen ist, in Jerusalem. Das werden wir heute noch kurz anschauen. Sie haben es aber auch nachher gemacht, wo es ihnen einfach schlecht gegangen ist. Sie haben ihren Lebensmittelpunkt in Jesus gehabt. Und da möchten wir heute in diesem Text Personen anschauen, die uns vielleicht so ein bisschen konkreter zeigt, wie die Menschen tickt haben. Es ist manchmal so ein bisschen schwierig, so das allgemein anschauen und die Christen damals. Wir wollen eine Person anschauen, die da vorkommt. Und das ist der Barnabas. Der Barnabas, der ist von der Jerusalemer Gemeinde nach Antiochia geschickt worden. Die Kirche in Jerusalem hat gehört, hey, da läuft etwas in Antiochia, hey, ganz speziell, es kommen jetzt sogar nicht Juden zum Glauben und noch ganz einen Haufen. Und dann, nachdem sie gehört haben, was damals in Samaria gelaufen ist, dort ist es am Anfang recht runter und drüber gegangen und hat noch ein paar spezielle Leute dort gehabt, haben sie gefunden, wir schicken den Barnabas dort rauf, der soll dort mal zum Rechten schauen. Und dann berichten, ob jetzt das gut läuft oder ob sie irgendwie etwas machen müssen. Aber wer war der Barnabas gewesen? Wenn wir jetzt die Geschichte heute so anschauen, würde man denken, der Barnabas ist weiss nicht was für ein Theologieprofessor gewesen, der mega irgendwie... Nein. Der Barnabas, der kommt das erste Mal vor, kurz nach dieser Geschichte von Pfingsten. Vermutlich ist der Barnabas dort zum Glauben gekommen. Es steht, dass der Barnabas ein Jude war, der aber nicht in Israel aufgewachsen ist, wo da unten ist, sondern in Zypern. Weiter weg von dort. Aber ab Pfingsten sind ja ganz viele Juden von der ganzen Welt in Jerusalem gewesen. Und er war dort gewesen. Und vermutlich hat er sich genau dem bekehrt. Jerusalem ist da unten. Und dort oben sehen wir eben Antiochia, wo er dann angeschickt wird. Und der Barnabas ist durch etwas speziell aufgefallen. Einerseits hat er sehr wahrscheinlich, und das kann man nur folgern aus seinem Namen, ist er eine Person gewesen, die extrem ermutigend war mit anderen. Er heißt eigentlich Josef, aber sie haben ihm den Namen gegeben, Barnabas, Sohn des Trostes. Er ist also wahrscheinlich so aufgefallen durch seine Art, wie er Menschen tröstet hat, ermutigt hat, wie er sich für Menschen eingesetzt hat, dass die Apostel ihm einen neuen Namen gegeben haben. Und das Zweite, was wir sehen, und das wollte ich euch kurz vorlesen, weil ich finde die Geschichte einfach sehr spannend und herausfordernd, in Apostelgeschichte 4,32. Da wird ein bisschen beschrieben, wie die erste Kirche so ein bisschen gelaufen ist. Und ich finde es einfach der Hammer. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Gott hat einfach gewirkt. Und dann kommt weiter.
Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürftigen es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Die ersten Menschen haben sich ausgezeichnet, dass ihnen das Reich Gottes, die Ausbreitung von Gottes Botschaft ihnen extrem wichtig ist. Es war absolut ihr Lebensmittelpunkt. Wir sagen noch schnell, Gott ist im Mittelpunkt von meinem Leben. Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber ich merke es bei mir selber, in meinem Leben, im Alltag, dass das dann wirklich auch so ist noch das andere. Und da haben die ersten Christen, wissen was sie gemacht haben, das haben wir gerade gelesen, die haben, wenn jemand Not gehabt hat, wenn er finanzielle Probleme gehabt hat, wenn irgendwo ein Projekt ist, wo es Geld braucht haben und jemand ein Land gehabt, wo noch gerade gemerkt hat, das brauche ich eigentlich gar nicht, haben sie es verkauft und gesagt, hey, das ist gut, ich spende das. Und einer, der da speziell aufgefallen ist eben genau der Barnabas gewesen. Das ist das erste Mal, wo er vorkommt. Es steht, der Barnabas hat anscheinend einen Acker gehabt in Jerusalem, den hat er verkauft und das ganze Geld der Kirche gegeben. Wir kennen noch die andere Geschichte mit Ananias und Sapphira, die weniger gut rausgekommen ist, weil sie gelogen haben, weil sie so da haben und geheuchelt haben eigentlich. Aber der Barnabas, der war so das totale positive Vorbild gewesen. Er hat das, was er gehabt hat, einfach verkauft und anderen gegeben. Grosszügigkeit. Das ist eine Art, wie sich gezeigt hat, dass ihnen Gott und sein Reich wichtig war. Sie sind grosszügig gewesen. Und der Barnabas war so ein Typ. Das Zweite, was mich an Barnabas beeindruckt, ist, wie er reagiert, als er dann nach Antiochia kommt. Und ich muss jetzt euch vorstellen, dass es nicht ganz so einfach war. Weil er kommt in eine Kirche, die plötzlich von Nicht-Juden und Juden geprägt ist. Der Barnabas ist aus einer Kirche gekommen, wo alles nur Juden waren. Hey, die haben ganz anders Stücke, die sind extrem geprägt von ihrer jüdischen Vergangenheit und das ist ja normal. Wir sind auch geprägt von unserer Vergangenheit. Und da wird er nach Antiochia geschickt, die eine andere Sprache geredet, haben andere Musik gehört, haben sie wahrscheinlich andere Gottesdienstart gefeiert, haben sie wahrscheinlich alles anders gemacht. Und vielleicht bist du auch noch schon mal in einer Kirche gewesen, wo du ganz anders findest und bist vielleicht so, wir sind schnell am Kritisieren, schnell am Vergleichen. Und der Barnabas, der ist in die Kirche gekommen und hat nicht kritisiert. Er hat nicht gedacht, hey, was sind das für komische Leute, dass sie es so anders machen, wie es mir gewohnt ist. Hey, die singen gar nicht die Lieder, die mir gefallen. Nein, der Stil, wie der predigt. Nein, absolut, das geht doch nicht. Und er predigt nur auf Griechisch anstatt auf Aramäisch, wie man es eigentlich macht. Und nein, wie der andere noch angezogen ist. Furchtbar. Nein, absolut nicht. Es steht, und das finde ich extrem ermutigend, wenn wir das so lesen, wenn wir nochmal in der Apostelgeschichte 11 schauen, wie der Barnabas auf das reagiert hat. Es steht, wo Barnabas gekommen ist, im Vers 23, als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er ist angekommen und hat vielleicht schon zuerst gemerkt, anders. Aber er hat gemerkt, da ist Gott im Mittelpunkt. Da ist Gott spürbar. Hey, die Leute sind mega anders wie ich, aber die gehen genau auf das gleiche Ziel wie ich und auf das Ziel wollte ich auch kämpfen. Und er war glücklich gewesen. Und hat sich gefreut. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, hey, er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu dienen. Ich behaupte, der Barnabas hätte 100 Tipps gehabt, die er geben konnte, die er nach seiner jüdischen Prägung hätte anders machen können. Aber er hat gesehen, die Menschen, die Christen dort, die wollen Vollgas für Gott unterwegs sein. Und er hat sich daran gefreut, weil er Gott in ihrer Mitte gespürt. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, hey, ich mache euch Mut. Und was wichtig ist, bleibt treu mit Gott dran und mit ihm unterwegs sein. Achtet darauf, dass ihr mit ganzer Hingabe mit Gott unterwegs sind. Und das ist etwas, was genau die Christen nebst der Grosszügigkeit auszeichnet hat. Die Hingabe. Und was heisst Hingabe? Sie haben sich dem ganz angegeben, für Gott ihr Leben einzusetzen. Und dann mögen wir jetzt vielleicht denken, ja gut, die haben ja gar nichts anderes zu tun gehabt, die sind ja Flüchtlinge und dann war es langweilig, oder? Und ja, wenn ich dann Flüchtling bin, dann nehme ich mir die Zeit auch und gebe auch so Vollgas für Gott.
Ich hoffe, du denkst nicht so. Ich möchte da etwas, das ist mir auch erst so ein bisschen aufgegangen, als ich die Menschen ein bisschen studiert habe. Ich glaube nicht, dass die Christen erst Vollgas geben, wo die Verfolgung gekommen ist. Wir haben vorhin die Geschichte geschaut, wo der Barnabas seinen ganzen Besitz verschenkt hat. Wie die Christen damals auch schon voller Hingabe für Gott unterwegs sind. Und das war vor der Verfolgung. Die Verfolgung hat ihnen vielleicht schon noch geholfen, noch mehr ihren Blick auszurichten und noch mehr sich auf das fokussieren, was wichtig ist, weil sie alles andere verloren haben. Aber sie sind schon von Anfang an, haben sie schon immer ihre ganzen Lebensmittel auf das gesetzt, was Gott ist. Wenn es darum geht, wie im Poker, wie viel setze ich? Sie haben schon von Anfang an gesagt, wir gehen all in. Und nicht erst dann, wo es nicht mehr anders gegangen ist. Und diese Hingabe war genau das, was die Kirche zum Wachsen gebracht hat. Nicht, weil sie so Top-Prediger hatten, nicht, weil sie so schöne Gottesdienste gemacht haben. Es war wahrscheinlich am Anfang ein riesiges Chaos mit den ersten Christen, bis sie mal so ein bisschen herausgefunden haben, wie machen sie es. Aber es waren Menschen, einfache Menschen. Normale Christen, normale Leute, die im Alltag gestanden sind und nachher von der Flucht haben müssen aus dem Alltag gerissen werden, die aber schon von Anfang an parat sind, da wo ich bin ich für Gott. Und das stelle ich mir so vor. Wenn ursprünglich die Leute in Jerusalem waren, da steht nie, dass sie einfach alles aufgegeben haben. Es steht nicht, dass alle gekündigt haben und nicht mehr, nur noch in der Kirche waren. Sie sind zwar viel am Betten gewesen, es steht, dass sie sich täglich getroffen haben, aber ich glaube, die Leute sind bis zu einem gewissen Maß in ihrem Alltag auch geblieben. Das tue ich jetzt einfach mal schlussfolgern, das steht nicht so. Aber ich glaube, dass der Banker war, der war in der Bank und sein Lebensmittelpunkt war nicht Geld zu verdienen, sondern für dort Gott ein Licht zu sein. Mit ganzer Hingabe. Sein Ziel war nicht, ich bin Banker. Nein, ich bin für Jesus da in dieser Bank, um ein Licht zu sein. Der irgendwo Zimmermann war und auf dem Dach herumgeturnt ist, der war dort für Gott. Das ist Hingabe. Das heisst nicht unbedingt, dass man in die Mission gehen oder Bibelschule und Pfarrer werden. Das sind alles gute Sachen. Und in der Schweiz braucht es so Leute und die Welt braucht so Leute. Darum gehe ich auch. Aber wenn du da bleibst, bist du genauso zu 100% von Gott gerufen, dort wo du bist, Gott mit ganzem Herzen zu dienen. Und das haben die ersten Christen voll gecheckt. Und darum hat es auch gerebelt. Und Gott hat das gebraucht, es steht, dass nachher Gott mit ganzer Vollmacht das gesegnet hat, wo er gesehen hat, dass sind Menschen, die sich mir zur Verfügung stellen, wo Gott hat können brauchen, um dass ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Der Barnabas kommt in die Gemeinde hinein, wie wir schon gesagt haben, und hat extrem spannend reagiert, wo ich wahrscheinlich nicht so cool reagiert habe. Mir werden vielleicht erstmal ein paar Sachen aufgefallen. Und ich sagte, hey Leute, wir müssen erstmal zusammenhocken und das müssen wir angehen. Aber der Barnabas hat sich sofort darauf fokussiert, wir gehen zusammen Menschen erreichen. Und es steht auch da in dem Text, dass sie nachher rausgegangen sind und allen verkündet haben und sind noch mehr Menschen zum Glauben gekommen. Und dann habe ich mich jetzt wieder gefragt, hey Barnabas, wie kommt man zu so einer Haltung? Und ich finde es ganz toll, weil der Text gibt uns da eine Antwort. Wir lesen nämlich im Vers 24 vom Kapitel 11, denn. Und ein Satz, der mit denn anfängt, ist eine Begründung. Und das ist gerade vor dem Satz, wo steht, dass der Barnabas sich gefreut hat und allen Mut gemacht hat. Und es steht, denn er, der Barnabas, hatte einen edlen Charakter, war mit Heiligem Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. In älteren Übersetzungen, wo mir manchmal fast ein bisschen mehr gefällt, in dem Satz jetzt, steht, der Barnabas war ein guter Mann, voller Glauben und Heiliger Geist. Da habe ich mich dann gefragt, wie kann ich zu so einem Mann werden, voller Glauben und Heiliger Geist? Ich bin schon lange dran und bitte Gott, dass er mich zu dem mehr und mehr macht. Ich bin noch weit davon weg, dass ich das von mir so einfach sagen kann, schau mich an, ich bin der Mann. Nein, bin ich nicht. Aber das möchte ich und ich wünsche mir das für dich und für unsere Kirche. Dass unsere Kirche von jungen Erwachsenen gefüllt sind, die voller Glauben und Heiliger Geist sein dürfen. Und wissen da, das ist das Merkmal in der Apostelgeschichte, wenn man vorbildlichen Christ hat betonen. Wo sie ursprünglich
Leute gesucht haben für den diakonischen Dienst, die gemerkt haben, wir haben ein bisschen das Problem mit der Essensverteilung. Es ist zwar Geld gespendet worden, die Leute haben das Zeug verkauft, aber die einen haben trotzdem Hunger am Schluss und haben gemerkt, das kann nicht sein. Wir müssen Leute haben, die das managen. Und dann haben sie nicht, wo sie es ausgeschrieben haben oder was auch immer, haben sie nicht gesagt, wir suchen jetzt jemanden, der mega gut im Manager ist, der mega gut organisieren kann, der weiss, wie man Essen verteilt, wie viel jeder braucht und was jeder will. Nein, es sind Menschen gesucht, Christen gesucht, die voller Glauben und voller Weisheit waren, steht in der Bibel. Das ist das, was sie auf das geschaut haben. Sie haben nicht geschaut, wie toll vielleicht Menschen von außen gewirkt haben, sondern sind sie voller Glauben und voller Weisheit. Und da ist einer gefunden worden, das ist der Stephanus. Die Verfolgung ist ja ausgebrochen, kurz nachdem er gestorben ist. Und beim Stephanus steht genau gleich wie beim Barnabas, der Stephanus ist ein Mann voller Geist und voller Glauben. Also wenn eine Eigenschaft hat, wo man gesagt hat, als Christ sollst du auf den schauen, ist es jemand gewesen, voller Glauben und Heiliger Geist. Und natürlich fragst du dich jetzt vielleicht auch, ja, was heißt das konkret? Und ich möchte das ganz kurz ein bisschen verdeutlichen. Was bedeutet es, voller Geist zu sein? Da kann ich jetzt leider aus Zeitgründen nicht in die Tiefe gehen. Wir haben in der Gemeinsferien das angeschaut. Du kannst dir gerne mal den Vortrag anschauen. Auch mit Video haben wir das auf der Homepage. Lohnt sich wirklich, wenn du nicht dabei gewesen bist, wo der Stefan über die Fülle im Geist geredet hat. Die Bibel sagt uns, wir sollen voll Heiliger Geist sein. Also wenn du alles, was drunter ist eigentlich nicht biblisch. Gott möchte, dass du voll Heiliger Geist unterwegs bist. Und ein einfacher Hinweis, wie man vielleicht die Fülle merken kann, ist, wie fest ist die Frucht vom Geist in deinem Leben gegenwärtig. Und wenn ich die anschaue, denke ich, ups, ich bin noch dran. Da steht, schreibt der Paulus, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und wir sollen uns nicht abdrucken, die Liste, sondern uns ermutigen, dass Gott durch seinen Geist uns erfüllen und immer mehr darf einfach ergreifen. Dass wir parat sind, nicht nur einfach emotionale Sachen zu suchen, weil das ist nicht um das, was es geht, sondern dass wir parat sind, Gott gehorsam zu sein. Und radikal ihm nachzufolgen, so wie es die ersten Christen gemacht haben. Ein Leben, das voll Heiliger Geist ist, das wird dominiert von dem Heiligen Geist. Da geht es nicht um mich, was ich möchte, was mir gefällt. Da geht es darum, Gott, was möchtest du? Was gefällt dir? Und wir sind ja alle auf dem Weg, oder ich hoffe, dass du ganz bewusst auf dem Weg sein willst, wo du sagst, Gott, ich möchte mehr und mehr eine Frau, ein Mann sein, der voll von deinem Geist ist. Wo so voll ist, dass er überfließt und das Segen von Gott zu anderen Menschen darf überfließen. Das Vollsein vom Glauben hängt ganz nahe zusammen mit der Fülle, vom Geist hängt sehr nahe zusammen mit der Fülle vom Glauben. Darum ist das aber auch so ein Wortspiel, das immer wieder zusammenkommt. Was heisst Vollsein vom Glauben? Ja, da kann ich jetzt nicht mega ins Detail gehen und möchte doch dir ein paar Hinweise geben. Die Bibel sagt, dass der Glaube ist das Festheben an den Sachen, die wir nicht sehen. Das heisst, ich tue voll darauf vertrauen, ich habe eine Hoffnung, wo ich an Sachen dranbleibe, obwohl sich das im Moment nicht sichtbar erweist. Voller Glauben heisst zum Beispiel, dass ich die Verheißungen, die Gott gibt, in meinem Alltagsleben praktisch einfach umsetze. Und ich möchte das am Beispiel von den Juden oder von den ersten Christen einfach verdeutlichen. Jesus hat zum Beispiel noch gesagt, dort wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und er hat auch gesagt, hey, schaut darauf, dass ihr euren Schatz im Himmel schafft und nicht auf der Erde. Und abgesehen davon, müsst ihr keine Angst haben, ich werde für euch sorgen, wenn es mal auf dieser Erde knapp wird mit eurem Geld. Das, was wir vorher gesehen haben, was die Christen gelebt haben, die ersten jüdischen Nachfolger von Jesus, ist genau das, sie haben das geglaubt. Sie haben Jesus vertraut, dass er hat das verheißen, dass er das auch wird erfüllen. Sie haben geglaubt, dass es, wenn ich mich da für Gott auf der Erde Vollgas mit Freude engagiere und mich in Gottes Reich investiere, dass ich im Himmel einen Schätze sammle. Wenn wir das nicht glauben, werden wir das nie machen. Und darum ist der Glaube so wichtig. Glaube geht es nicht darum,
wie fest ich mich jetzt gerade irgendwie näher bei Gott fühle oder wie fest ich gewisse Sachen einfach anbringe. Es geht darum, bin ich oder vertraue ich den Verheißungen, die Gott in seinem Wort mir gegeben hat. Und da könnte ich euch jetzt noch Hunderte aufzählen. Ihr könnt euer Leben prüfen, wenn ihr so Verheißungen seht, indem ihr sagt, glaube ich das? Und die zweite Frage, sehe ich das in meinem Leben? Es ist ja schon genial, wenn man so eine Verheißung sieht, wo Jesus zum Beispiel sagt, macht euch um nichts Sorgen, hey, da müsst ihr mal die Vögel anschauen und dann Gott sorgt auch für die. Und dann kommt man so ein Kuschelgefühl über und denkt, wie schön. Aber was ist denn, wenn es darum geht, dass Gott vielleicht sagt, bist parat, alles was du hast, mir zu geben? Glaubst du auch dann noch? Ich habe schon mal gedacht, was ist, wenn Gott mir mal einfach sagt, so einen Eindruck gibt, ich soll alles, was ich mir auf meinem Konto habe, und es ist ja nicht mal viel, einfach mal jemandem spenden. Ich habe bis jetzt den Eindruck noch nicht gehabt, bin eigentlich noch froh. Aber was ist, wenn Gott mir das sagt? Und ich weiß von Leuten, die den Eindruck haben und es manchmal auch gemacht haben. Glaube ich denn, dass Gott auch dann für mich Vögel sorgt, wie er für andere Vögel sorgt? Oder glaube ich nicht? Also der Glaube zeigt sich absolut im praktischen Alltag. Und die ersten Christen haben uns zeigen uns, wie sie das gelebt haben. Wie sie Gottes Verheißungen vertraut haben. So wie der Barnabas, der jetzt hier in dieser Geschichte als Mann voller Glauben und Heiligem Geist beschrieben wird. Und nochmal, das sind nicht abgehobene Superchristen gewesen. Der Barnabas, der kommt eigentlich fast nicht vor in der Apostelgeschichte. Bis vor wenigen Jahren ist mir der Barnabas überhaupt nicht aufgefallen, weil er eigentlich nur so am Rand ein bisschen erwähnt wird. Aber der Barnabas ist einer gewesen, der ohne theologische Ausbildung ziemlich sicher, der ohne eine mega Stellung reinzuhaben am Anfang in der Kirche, voller Glauben und Heiliger Geist seinen Weg gegangen ist in einem Kleinen, wo ihn Gott hineingestellt hat. Und wisst ihr was? Der Barnabas, der ist nicht einmal mega berühmt worden. Aber hast du gewusst, dass der Barnabas 2 berühmte Leute hat er verprägen mit seinem Leben? In dieser Geschichte, lest es wirklich einmal noch nach, sehen wir, dass der Barnabas den Paulus geholt hat. Und der Paulus hat sich ein paar Jahre vorher bekehrt und ist am Anfang motiviert zu predigen. Dann haben sie ihn dort verfolgt, dann ist er auf Jerusalem, dann haben sie ihn nicht so recht wollen. Und dort hat schon der Barnabas als Erster ist er gegangen und hat den Paulus geholt und hat ihn zu den Aposteln gebracht. Er hat ein mega Herz gehabt, nicht nur für einfach Menschen zu erreichen, sondern auch für die Menschen in der Kirche, die vielleicht so ein bisschen am Rand gestanden sind. Wo so ein bisschen vielleicht zu den Uncoolen gehört haben. Und der Barnabas hat da jetzt den Paulus zu sich nach Antiochien geholt und hat mit dem Paulus zusammen geschafft. Und der Paulus war an seiner Seite und hat von ihm lernen. Und der Paulus ist noch viel besser geworden als der Barnabas in vieler Hinsicht oder viel mehr gebraucht worden von Gott. Aber der ihn geprägt hat, ist auch wieder der Barnabas gewesen. Die erste Missionsreise, das sehen wir erst noch dann, wo sie dann losgezogen sind, weil der Heilige Geist gesagt hat, Paulus und Barnabas möchte ich, schickt die raus. Ist der Barnabas der Chef gewesen? Es ist eigentlich falsch, wenn man sagt, die erste Missionsreise des Paulus. Die erste Missionsreise hat der Barnabas geleitet, der wird immer erst genannt. Und nachher wechselt es irgendwann, da kommt der Paulus zuerst. Der Barnabas verschwindet ganz schnell vom Bild. Aber der Barnabas ist der, der den Paulus prägt hat. Also er ist nicht nur der, wo alles läuft. Der Barnabas ist voller Begeisterung, voller Freude mit den Christen unterwegs, wo es darum ging, Jesus zu verkünden. Und dort sind Menschen zum Glauben gekommen. Hey, das ist halt so richtig gerebelt. Aber er war auch dort in den Ecken der Kirche, wo es Menschen gab, die vielleicht so ein bisschen niemand auf sie geschaut hat und hat gesagt, ich möchte mich in diese Person investieren. Und das kannst du, auch wenn du denkst, du seist noch jung, kannst du auch jetzt schon machen. Wo sind die Menschen, die du prägst? Nebst dem, dass Gott will, dass du dort, wo du bist, voll für ihn leuchtest. Wo sind die Menschen, wo du sagst, da tue ich mich investieren? Und wir haben ganz viele, die da schon mega sich investieren und vielleicht sehen das gar nicht aus dieser Perspektive. Aber alle die irgendwo in der Jungsten tätig sind, hey, du machst genau das. Aber schau auch immer wieder, dass du Menschen hast, wo du ganz persönlich dran bist. Es hat noch eine zweite Person gegeben, die der Barnabas zu sich geholt hat. Einfach, dass ich es noch erwähnt habe. Das war der Markus. Und hat er sich lustigerweise nachher mit dem Paulus gestritten, weil der Paulus gefunden hat, der Markus ist ein Schlabi. Der hat uns verloren bei der ersten Reise, den nehmen wir nicht mehr mit.
Der hat gefehlt und das ist einfach nicht mehr gut mit ihm und der wollte ich nicht, so einen kann ich nicht brauchen. Der Barnabas hat gesagt, wenn das so ist, Paulus, gehst du jetzt allein, ich gehe mit dem Markus. Ihm ist die Karriere nicht wichtig gewesen. Er wollte auf dem Drive sein mit dem Paulus, der gemerkt hat, der Paulus hat einen rechten Dings drauf, der wird einmal prägend sein. Bei ihm läuft die Party eigentlich. Aber der Barnabas hat gesagt, ich gehe mit dem Markus. Und wisst ihr was? Später sagt der Paulus in einem Brief von ihm, der Markus ist einer von seinen wichtigen, guten Mitarbeitern. Warum? Nicht dank an Paulus. Ich wollte Paulus heute nicht schlecht machen. Aber das ist, weil der Barnabas sich in ihn investiert hat. Und nachher hat der Markus, ziemlich sicher, es ist genau die gleiche Person, sogar das Evangelium geschrieben. Warum? Weil ein Mensch wie der Barnabas bereit war, sich in andere Menschen zu investieren. Er hat einen Blick für andere Menschen. Was heißt das jetzt für dich ganz konkret? Was heißt das für uns in der heutigen Zeit? Wenn wir so die ersten Christen anschauen, wie sie mit dieser Leidenschaft, mit dieser Hingabe für Gott unterwegs sind, wie sie bereit sind, eigene Vorurteile zu überwinden. Also wir dürfen das nicht aus dem Auge verlieren, dass es eine riesige Hürde war, für einen Jude mit anderen zusammen zu sein, Gottesdienst feiern, in der gleichen Kirche zu sein und am gleichen Tag zu sein. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, das ist für uns komisch. Also es war für sie ein riesiges Ding, aber sie sind bereit, selbst ihre grössten Vorurteile abzulegen und zu sagen, ich gehe mit Gott. Und für mich ist es wichtiger, Gottes Reich zu bauen, als das, was mir jetzt wichtig ist. Und was müssen wir jetzt machen, dass das bei uns auch passieren darf? Wir wünschen uns doch, dass Erweckung passieren darf. Und die passiert, wenn Menschen wie du und ich, sage jetzt mal ganz normale Menschen, die im Alltag auch stehen, dort von Gott eingesetzt werden und dort jeder, der die Möglichkeit nutzt, um für Gott und sein Reich sich einzusetzen. Es kann sein, dass Gott dich beruft, in eine mega Kaderstelle irgendwo raufzukommen. Es kann sein, dass Gott dich nicht zu dieser Stelle beruft und dich etwas ganz anderes schickt, wo du vielleicht nie gedacht hast. Auch Gott möchte, dass jeder von uns, dort wo wir sind, für ihn Zeugen sind. Dass wir dort, wo wir sind, einfach für Gott da sind und sagen, mein Lebensmittelpunkt ist nicht meine Karriere, mein Studium, mein Geld, mein Besitz, mein Häuschen. Das kann alles sein, dass Gott dir das schenkt und das ist gut. Aber mein Lebensmittelpunkt ist, dass ich mit meinem Häuschen, mit meiner Arbeit, mit meinem BMW vielleicht sogar oder einem Lada oder was auch immer, dass du mit dem, was Gott dir gibt, du sagst, ich möchte mit dem Gott dienen. Dann habe ich mich gefragt, und sind mir so zwei Fragen gekommen, wenn ich die Situation der ersten Christen anschaue, die mir ein bisschen Angst machen. Müssen wir dann aber jetzt für Verfolgung beten, damit es so richtig gut läuft? Ich habe etwa mal im Witz im Gespräch mit einem der Leute schon gesagt, ich glaube, wir müssen wirklich für Verfolgung beten in der Schweiz, dass ich mal endlich etwas tue, dass man mal merkt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und es könnte sein, dass es mal gut wäre. Aber nachdem ich die Geschichte gelesen habe und studiert habe, habe ich gemerkt, dass der Schlüssel nicht Verfolgung war, sondern Christen, die schon vor der Verfolgung bereit sind, Vollgas für Gott zu geben. Und in dem Sinne müssen wir nicht für Verfolgung beten. Oder müssen wir nicht sagen, ja gut, es ist ja nicht Apostelgeschichte, bei uns ist alles ruhig, es läuft viel zu gut und es kann gar nicht etwas passieren und die anderen Menschen interessieren sich eh nicht für Gott. Nein, es fängt bei dir an. Und es braucht dafür nicht Verfolgung und warte nicht, bis irgendetwas Gott macht, dass er dich ausrichtet, sondern du dich jetzt schon mit Freude auf Gott ausrichten. Weil wenn du erleben willst, wie wir vorher gelesen haben, dass Gott mächtig durch sie gewirkt hat, das geht nur, wenn Menschen da sind und sagen, ich bin parat. Gott, da bin ich. Schick mich, wo du willst. Ich muss in die Bank oder in das riesige Geschäft Topmanager werden. Cool. Ich soll der Zeuge für dich sein, ja. Ich bin geschickt, an Mikrokasse zu arbeiten. Cool, ich darf dort ein Segen sein, indem ich anderen Menschen einfach schon durch meine freundliche Art zeige, dass ein Christ auch anders unterwegs ist. Hey, egal wo Gott dich schickt, dann möchte ich zum Menschen schicken, damit du für ihn ein Licht bist. Und dazu braucht es nicht unbedingt Verfolgung. Das Zweite, und das ist die Frage, die ich schon noch gesagt habe, wie ich gesagt habe, mir auch ein bisschen Sorgen gemacht hat. Kann es jetzt plötzlich sein, dass Gott mir auch verlangt, wie der Barnabas zum Beispiel, der das so gut gemacht hat, dass ich alles, was ich habe, verkaufe? Ui, Gott, willst du mir alles wegnehmen? Ich glaube nicht, dass Gott uns alles wegnehmen will. Wir sehen in der Bibel, es gibt einige Beispiele, auch Texte, wo ganz klar wird, Gott hat nichts gegen den Wohlstand von uns Menschen.
Er hat immer wieder, Paulus hat zum Beispiel in ein paar Stellen auch gesagt, dass die Leute, die viel haben, müssen einfach lernen, in der Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, mit dem Geld umzugehen. Aber es steht nachher nie, dass Paulus sagt, hey Leute, alle, die irgendwie über dem Einkommen sind, müssen alles weggeben, Mission oder wo auch immer. Nein. Aber was Gott möchte, ist, dass wir, egal was Gott uns gibt, wie ich schon gesagt habe, die Mittel, die Gott uns zur Verfügung stellt, wir für ihn investieren. Und dass wir so wie die ersten Christen durchaus auch grosszügig sind und sagen, ich möchte das, was ich habe, in Gottes Reich investieren. Nicht, weil ich muss, nicht, weil irgendjemand mir das sagt, sondern weil ich so gefüllt bin von Gott und seinem Geist und dass ich nur noch will, ihm das zurückgeben und meine Schätze im Himmel investieren, weil ich glaube, was Jesus gesagt hat. Solange du das nicht glaubst und du vielleicht sogar Angst hast bei dieser Frage, wirst du nicht bereit sein, dich Gott anzugeben. Und es zeigt vielleicht eben, du glaubst nicht wirklich, was Gott verheißen hat. Und die ersten Christen ermutigen uns mega, glauben wir doch einfach. Hey, was Jesus verheißen hat, das stimmt. Und wenn wir uns dem hingeben und Gott vertrauen, wird er für uns sorgen. Wir können warten und warten, bis die Erweckung mal kommt. Oder du kannst sagen, Gott, ich habe es erkannt, die Erweckung fängt bei mir an. Und ich möchte wie die ersten Christen mir dir einfach zur Verfügung stellen. Und dann kann Gott anfangen, mächtig durch uns zu wirken. In der Schweiz ist es nicht mehr ganz so einfach, Menschen zu erreichen. Meine Eltern sind heute Abend da, schauen, ob ich es recht mache. Und sie sagen, sie sind gerade frisch in die Schweiz zurückgekommen. Sie sind 40 Jahre in der Mission gewesen und sie merken, wie es in der Schweiz viel schwieriger ist, in vieler Hinsicht mit Menschen zu reden. Und das stimmt. Aber wenn Gott Menschen hat, Christen hat, die sagen, Gott, ich bin da. Hey, brauch mich, da wo ich bin. Ich glaube, Gott kann auch heute noch in der Schweiz Großes tun. Es kann auch heute noch in der Schweiz Erweckung passieren. Aber die Frage ist, bin ich bereit, um zu sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich hoffe, die Geschichte hat dich motiviert von den ersten Christen, um genau das zu sagen, Gott, da bin ich. Sende mich, wo auch immer du willst. Und mit dem möchte ich jetzt auch schließen und bete noch, dass Gott uns so Kraft gibt, wenn du nachher noch Fragen hast oder ergänzen willst, vielleicht hat dich Gott auch gerade angesprochen, wo du darauf reagieren willst, bist du herzlich eingeladen, zum Führen zu kommen und das mitteilen. Wenn du Fragen hast, kannst du dich einfach reinrufen, dass wir da kurz das auch noch so aufgreifen können. Ich bete. Vater im Himmel, danke, dürfen wir dich kennen. Und danke ist auch die Herausforderung, die du uns gibst, wo du Jesus immer wieder gesagt hast, es geht um alles oder nichts. Eigentlich nicht irgendeine schwere Last, die du uns aufbindest, sondern einfach etwas, wo einfach das Beste ist. Wenn wir radikal all in gehen und einfach sagen, ich glaube. Ich möchte ein Mensch voller Glauben sein, ich möchte ein Mann, eine Frau sein, der voller Geist ist und wo sich einfach hingibt, um dort, wo er steht, sich für Gottes Reich einzusetzen. Aber Herr, wir sind schwach. Und wir sind alle irgendwo an einem Punkt, wo wir vielleicht noch merken, da musst du noch einiges schaffen, Gott. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du einfach da rein, jedem Einzelnen einfach die Bereitschaft schenkst. Und sagen, Gott, ich bin noch weiter von weg, so ein Mann zu sein, so eine Frau zu sein wie der Barnabas. Aber ich möchte, dass du heute an meinem Leben schaffst. Ich möchte können sagen, ich bin bereit. Schenke es durch deine Gnade, Herr, dass wir die Bereitschaft haben, uns einfach dir ganz anzugeben. Amen.